Natürlich erschrocken, überhaupt keine Diskussion. Aber ich muss jetzt zu meinen Motormenschen gehen, das werde ich gleich machen, wenn ich hier kurze Pause habe, um mal festzustellen. Ich weiß nicht, ob ich dich entlasse. Was ist kaputt? Weil das kann man sofort feststellen. Was ist wirklich kaputt geht. Schaut natürlich aus wie ein Kapitalmotor. Schaut, wenn es hinten aus dem Auspuffrohr herausbrennt, ist das nicht was Kleines. Und der Anlass des Schadens muss schnell gefunden werden. Und dann kann man Rückschlüsse ziehen. Und die kann man jetzt leider im Moment noch gar nicht. Normalerweise halten diese Motoren 6 Rennen, wir sind in Monte Carlo den 6. gefahren, ein sehr motorschwieriges Rennen und dort war kein Problem. Jetzt muss man analysieren und dann, wenn notwendig, die Konsequenzen ziehen. Aber es ist bitter für Nico, weil er natürlich 25 Punkte, jetzt ein Nuller, 25 macht der Luis, wenn das mit den Reifendrücken nicht noch irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht. Also das heißt, der Abstand in der WM ist groß jetzt. Ich muss mich beim Nico sofort entschuldigen, habe ich schon entschuldigt, dass am Freitag ein Motorproblem, was es ja keins war, weil das war ein cooler Problem, ihn getroffen hat. Und ich muss ihm das Gleiche jetzt wieder sagen. Mir tut es wahnsinnig für ihn leid, weil natürlich seine WM-Chancen immer geringer werden. Gleichzeitig müssen wir es analysieren, dass es nicht wieder passiert.